Leben, Herr Kulturminister. Leben, Herr Bürgermeister. Leef Membren vom Gemengen a Schafferot. Leef Membre vom Jury. Leben, halbe Member vom Jury. Leben, Ex-Member vom Jury. Mesdames, Messieurs, Alléluia! Et pour nos invités francophones, Alléluia! And for our English-speaking guests, Hallelujah! 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 Welcome to the first ever live recording of Luc Spader's podcast Fiasco Fest for Radio 100,7. It is great to see so many promising faces in the audience. This is going to be a great episode. There's a great representation of the Theatre Federation and of the Ministry of Culture. Yes, hi Vesna. Right, well, let's begin. Please join me in welcoming to the stage... No, I'm kidding. There will be no fiasco here tonight. There will only be boon, 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 all night long. Mostly in Luxembourgish, but I will get back to you in English, I promise. Te boon, as jo bekanntlich, et sie jo bekanntlich die Brüder, die die Welt bedeut. Und wie das die Welt am Moment den Bordell ist, den sie ist, möchte doch nicht mehr Sinn, dass Bühnenpreise das sehen, was sie gerade sehen. Ich bin ehrlich so, das Problem den geht schon bei mir los. Ich bin dann klein, ich bin eher Moderatorin vom Abend, aber ich so nicht mein eigenes Werde. Ich bin also nicht 100% authentisch, kann ich sagen. Das ist nicht ganz einfach zu erklären. Das ist ein bisschen wie bei dem Tipp heute. Streusel oder nicht Streusel? Vierter, nice hier. Alles gesund formuliert. Just to explain, this is the Minister of Culture of Luxembourg, but he is also portraying the role of the Minister of Culture in a rather exaggerated way, some would say. Anyway, what you need to remember is that I am your host, but I am also playing the role of the host in a somewhat exaggerated way, saying someone else's words. Aber was das auch heißt, ist, ich distanziere mich von allem, was ich den Nuren suche. Und den Samuel Hammond, den den Text geschrieben wird, distanziert sich von allem, was hier geschrieben wird. Das Ganze funktioniert nur so einem postmodernen Zieps, der sagt, dir, liebe Publikum, seid selber dafür responsabel, was ihr versteht und was nicht. Das Ganze nennt sich auch noch Jeff-Schinker-Methode. Sarah Göres, das hat Mise en Scène gemacht vom Abend,
hat das einzige, was sich nicht distanziert, aber auch just, weil hat auf einer von den Shortlists nominiert ist. Ich begrüße euch bei der Bühnepreise. Bühnepreise, die nicht mehr separat den Theater an den Tanzpreis sind. Am Mierscher Theater, den nicht mehr Mierscher Kulturhaus ist. En Präsenz vom Kulturminister, den nicht mehr ein Kulturministerisch ist. So manches ändert sich. Gut aber, dass einer Traditionen bestehen bleiben. Die heute ausgezeichnet gehen, keinen Preis überreicht, den von der Designerin Anne-Marie Herkes entworfen wird. Und quasi alle Preise sind verbunden mit einer finanzieller Unterstützung. Blöd für die keine Suche kriegen mehr. Dann trinkt ihr einfach ihn mehr nur am Fall. Hat mal rübergehen zu den offiziellen Reden vom Claude Mangen, dem Direktor vom Haus, dem Sascha Dahm, dem Präsident von der Theaterföderation, vom Herr Bürgermeister Michael Malherbe und vom Herr Kulturminister Erik Thiel, kommen wir mal kurz noch zu ein paar Infos zu unserem Buzzword Bingo. Ja. Ihr könnt dann kurz in eure Sitz greifen. Verschiedene von euch dürfen nämlich präselektioniert für mitzumachen bei unserem Bingo. Ja, das ist ein großes Eier. Ich erkläre noch einmal kurz, wie es funktioniert, für die, die es nicht so genau wissen. Da freuen sich doch pur, andere sind enttäuscht. Voilà, also es geht einfach darum, für 4 von unseren Buzzwords an einer Reihe zu kriegen. Das heißt, gut nur lauschen bei den Reden, die könnt dann so Wörter finden wie zum Beispiel Kultur oder Krise wahrscheinlich oder Achse oder Achse. Grand Duchesse ist das ja nicht dabei. An Ösch, also nicht Asch, Gott sei Dank, das ist ja nicht Asch. Nee. Ösch. Wenn ihr dann 4 wieder bei Ihnen an einer Reihe habt, dann könnt ihr ja nur eine Karte an der Rezeption aufgeben, also wenn ich nicht während der Reden anrufen. Bon. Apropos Ösch. Der Mensch wird Bühne frei für den Maestro vom Haus, den Direktor vom Mierscher Theater, der Claude Mangen. Voilà, wat eng Eier wat eng Fred Dir all können hauten Owenthei am Mierscher Theater zu begräise fir die Lützeburger Bühnepreise. Herr Kulturminister Erik Thiel, Herr Premier Conseil de Gouvernement Leif Karl, Leif Wesner, Leif Matterbestimmende vom Kulturminister, die all Untersatzware mat geschafft hun. Herr Bürgermeister Michael Malherbe, Leif Vertreter vom Mierscher Chefen a Gemengerot. Herr Präsident von der Theaterföderation Leif Sascha, zusammen am Komitee und all die Membres von der Föderation wie auch dem Organisationsteam, dem Pablo und dem Olivier, an all denen vielen, die ob an Haller der Bühne dafür sorgen, dass der Abend gut durch das Programm gefordert wird. Liebe Jury, liebe nominiert, liebe Bühnegecken an einer Verrückter, die mit großem Engagement, viel Talent, als an Ausdauer dafür sorgen, dass das Theater an den Tanz hier am Land zu leben ist und sich auch dabei kann weisen. Das wollen wir den Abend feiern und an die Vitrine stellen. Schuld nehmen an das gesagt gehen, dass meine Lieblingsschauspielerin den Abend nicht wie die 2 Kehren für Druck dabei sind. Mir irgendwie versteht ihn, dass wenn ihn einfach für der Pension steht, und er noch schon vielleicht mit dem ganzen Theater halt zu Lützburg aufgeschlossen. War eine Woche. Das ist schon ein nationales Literaturarchiv,
20 Uhr Rockhall, 25 Uhr KP Ettelbrick, 30 Uhr Maskinade, an. Du musst schön viel Last gewirrscht sein mit den 1990er bis weiter an 2000er Jahren. Aber das war doch. Eine Aufbruchsstimmung mit Goldrush-Atmosphäre, aber von einer Soiree mit Bühnenpreisen hätte mir die sich nach in die Weltseite können erinnern, trotzdem nicht gewohnt zu denken. Alles wird Zeit. Schön, dass es schlussendlich geklappt hat, für auch den Theater und den Tanz mit all seinen Spezifizitäten, dem Novus als seine Pionier zu ehren. Danach sind wir recht bei der 3. Edition. Nach schrieben wir am Anfang, sollten eben dafür sorgen, dass Bühnenpreise sich können gut und richtig weiterentwickeln. Bis die Edition 2027 bleiben, also nach 2 Jahren, für das ernst Fleisch sogar noch besser zu machen, dann sind wir sicher, dass die Wellen an Weitsicht du als Wunsches vielleicht nochmal auf den Licht zu wollen. Live nominiert, live Gewinnerinnen und Laureaten, den Ofen das ist ein wichtiger Moment für ihr an ihrer Karriere. An mir alle freuen uns den Ofen, diese flotten Ofen mit ihr zusammen zu teilen. Bravo und Felicitationen. Herr Minister, Herr Bürgermeister, liebe Members vom Chef der Gemeinderat, liebe Members und Produzenten von der Theaterföderation, liebe Künstlerinnen und Künstler, liebe Freunde vom Theater. Das ist auch mir, wie der Mann noch ein großes Ehre am Namen von der Theaterföderation an der von Hai auf die Zeremonie vom 3. Lützeburger Bühnenpreis zu begrüßen. Das Spotlight von der Kultur, den hast dann Haut, nicht wie gestern vom Belval, Haut hast du dann zu mir an der Mitte vom Land, nicht wie für mich Städte am Norden. Das Spotlight ist also Haut, ob als nationale Bühnenkunst gelöst, ob als Produzenten, als Künstlerinnen und Künstler, ob Passion und Kreation. Zu Lützeburg, an der zu Recht. Als nationale Bühnenszene, und da wird Claude schon ein bisschen beschwert, wird sich in relativ kurzer Zeit, wenn wir die großen Luftbestände gucken, immens stark entwickelt und wir sind immens weit gekommen. Und auch das ist ein Verdienst, den ich jetzt auch vergessen, und dafür soll ich auch der Generation für mir und die Nachtoffel eine große Merci für ihre Pioniere geben. Als Szene ist divers, so ist dynamisch, multilingual und multikulturell. Und auch das ist kein Zufall, weil das ist der Kern von unserer Identität. Heute produzieren wir zu Lützeburg Stücke, die national und international ganz oben spielen. Le Chêne-Manquant, Avignon, Edinburgh. Für den Punkt zu nennen, wo Lützeburg 20 Jahre vertreten das einen immensen Impact hat. Stücke als die Bestseller, sie sind auf der Shortliste für internationale Preise zu fangen, und darauf kann ich hoffentlich sein. Das bedeutet aber auch, dass eine gewisse Verantwortung mitzuspringen. Und zwar, dass ich konstant muss weiter schaffen, dass die Strukturen sich so können weiterentwickeln, dass die Qualität auch langfristig kann gehalten werden. Ah ja, ich verhebe mich schnell doch nicht, das ist auch nicht immer ganz einfach. Es gibt Momente, auch das Jahr, die vielleicht lieber nicht hat wollen, ein Preview, mit denen die nicht gerechnet hat. Am Moment, wo ihr sich seht, da hätte ich gerne sehr agiert, das klappt nicht. Aber bon, der Fischer ist in der Kappe an den Sand sticht, und wir müssen immer darum gehen, zu zoomen, weiterzukommen. Jeder hat dreht durch sein Leben zu weit. So wie steht auch die Theaterföderation für den konstanten Ersatz, für uns nationale Bühnenszenen, für den Theater und den Tanz, für mehr Promotion, mehr Sensibilisierung und mehr Professionalisierung. Herausforderungen, die gehen nicht ganz hübsch, von den Arbeitskonditionen, der Responsabilität, der Education, den Audience Development, den Achse, wie der lustige Minister. Das ist keine abstrakte Vision, mehr eine konkrete Agenda. Heute aber, heute Abend, kriegt das bis an den Hintergrund. Weil heute Abend gilt all unsere Produzenten, die Künstlerinnen und Künstler, eine große Merci zu sagen, auch sie zu feiern. Weil sie an den letzten 2 Jahren auf Eisenbühnen hier im Land kartoniert haben. Sie sind überzeugt, sie sind im Publikum mitgerammt und passioniert. Als Shortlist, wenn wir so gucken, sie sind geschmeckt mit ganz vielversprechenden jungen Talenten. Und nicht gerade junge Talente, die also über die Jahre immer bewiesen haben, Passion kennt kein Alter.
Ich felicitiere an dieser Platz an alle Produzenten, den Artist auf der Bühne, an denen noch Han auf der Bühne. Für jemanden selbst eine Nomination, eine Genähe so wie dir, sind ich auch gespannt. Wenn dann hier an Minuten als Gewinnerin und als Gewinner zu mir gekränkt gehen. Zum Abschluss noch schnell ein paar Merci, die geht natürlich nicht. Dem Kulturminister als seine Equipe, dem Claude Mangel als seine Equipe, der Gemeinde an ihre Equipe, dem Member von der Theaterföderation für den unerwähnten Ansatz an last but not least, dem Pablo und dem Olivier, ohne die ich nicht ging am Norden Haut stehen, und die Idee wahrscheinlich nicht zu sitzen. Großes Merci und viel Spaß. Das ist schön, ich sehe gut gehen. Anscheinend ist das doch Kultur. Herr Kulturminister Erik Till lebt alle Guten aus dem Kulturministerium der Theaterföderation und aus dem Mierscher Theater, die sich um die Organisation von diesem Abend gekümmert haben. Lebt Member aus der Theaterföderation, lebt Künstler und Künstlerinnen, lebt Jury, Member, lebt Theater und Tänzerin, Tänzerfreunde und ganz schöne guten Abend. Ich halte mich kurz, versprochen. Ich erlaube mir doch direkt eine allererste Bemerkung. Es war für mich persönlich und spannend bis so, emotional und bereichernd Abend. Nous arrivons au terme d'une soirée qui nous a montré une nouvelle fois et de manière impressionnante la diversité et la vivacité des arts de la scène. Anne Klein nous a guidés, et nous guidera certainement encore, avec beaucoup de sensibilité et d'humour, tout au long de cette cérémonie à travers les différents prix artistiques. Je me permets de ne plus nommer les catégories pour deux raisons. Je ne veux surtout pas en oublier, même s'il ne s'agit que d'une seule catégorie, et vous, toutes et tous, vous les connaissez mieux que quiconque. Texte et dramaturgie, mise en scène, jeu d'acteurs et d'actrices, scénographie, décor, costumes, vidéaste, maquillage, son et lumière, danse et chorégraphie. Chacun de ces domaines possède ses propres spécificités, mais c'est leur travail commun qui donne naissance à un tout. À mon tour, je tiens à féliciter chaleureusement non seulement les lauréats et les lauréates, mais aussi tous les nominés, prix sélectionnés. Continuez à nous émerveiller, à nous surprendre, à nous émouvoir, à mieux toucher encore en nous ce que fait de nous des êtres humains, mais aussi des citoyens engagés. Nous avons également honoré aujourd'hui pour la danse, chorégraphie et pour le théâtre l'œuvre d'une vie. Cela montre clairement que l'art vivant n'est pas un moment éphémère, mais qu'il laisse une trace et qui s'inscrit dans la vie artistique et culturelle d'un pays et qui inspire en toute liberté les générations suivantes. Nous avons dans notre Constitution un article qui demande à l'État de garantir l'accès à la culture et le droit à l'épanouissement culturel. Si vous ne savez pas, l'article 42. Il nous appartient désormais de redéfinir sur cette base les missions d'un service public culturel entre État, communes, établissements publics et ASBL et la société civile. La définition ces dernières années de droit culturel constitue un bouleversement car la culture y est définie sous le prisme de l'épanouissement individuel et dans une perspective de coopération et de démocratie culturelle. Le citoyen est situé au cœur de ce projet universaliste. Il n'est plus seulement considéré comme récepteur, il est acteur de la culture en général et de sa culture, de son identité culturelle et en particulier. Il s'agit donc pour l'État et pour les communes de créer les conditions cadres dans lesquelles les rencontres, les échanges et les dialogues peuvent s'épanouir. Cela demande du courage, d'oser, de confronter, d'imaginer, de sensibiliser, de la clairvoyance, de la bienveillance et parfois aussi de la patience. Des qualités qui restent souvent invisibles mais qui sont néanmoins indispensables.
Un mot également à l'attention du jury. Votre travail ne se déroule jamais en eau calme. L'art est vivant, il provoque des débats, il suscite des émotions. Prendre des décisions signifie toujours naviguer dans des eaux tumultueuses. Nous vous remercions d'autant plus pour votre engagement, vos discussions et vos choix en votre âme et conscience. Bien sûr, tout ne se passe pas toujours comme nous le souhaitons. Essayons d'être honnêtes avec nous-mêmes et acceptons les critiques constructives, les nouvelles idées et les nouvelles perspectives qui méritent que nous leur accordions notre attention. Peut-être nous ouvrirons-elles de nouvelles portes sans pour autant jeter immédiatement aux orties ce qui a fait des preuves depuis longtemps. La seule façon de savoir si les anciennes connaissances et les nouvelles orientations vont s'évaluer ensemble, est d'essayer et ce sans aucune réserve. Un défi que nous nous lançons à nous-mêmes. So. Genug der Rede. Normalerweise wäre geduldig, dat is op de pad graviteit. Maar als minister moet ze ook nog goed kinderen. En we moeten nog Gloria nog gezien. Dafür so ich am engem perséinschen Numm, am Numm von aller Kollegen aus dem Chef und Gemeinderat, wünsche ich nach ganz flott agreeable Stunden hier an diesem Theater hier zu mir an interessanten Diskussionen. Prost, Herr No, auf Kunst und Kultur. Merci. Schönen guten Abend, Herr Buja. Mich leben Claude, Direktor vom Haus, leben Präsident von der Theaterföderation, leben Membres vom Jury, leben nominiert, leben Künstlerinnen und Künstler, leben alle Guten. Es sind besonders höflich heute Abend, die können zu mir zu begrüßen und das für die neueste Edition von den Lützburger Bühnenpreise. Weil das Edition als besonders, da das schon zugeschwert ging, aus den Theaterpreisen an den Tanzpreis sind nur Bühnenpreise. Mit denen wir den Spektakel Vivant ehren, feiern, den Theater, Tanz, Kammer, Jugendproduktionen und auch den Musiktheater. Bühnenpreise haben den ersten zwei Editionen mittlerweile am Sektor und auch darüber hinaus eine hohe Stellenwert. Er ja, an den letzten Wochen am Mainz thematisiert. Weil jeder hat etwas dazu zu sagen gehabt, just ein einzigen hat sich noch nicht so gut gemacht. Wahrscheinlich, weil hier ja, ein richtig gepfeffert Retourkutsch präpariert. Ihr wisst wahrscheinlich, wie eine Schmenge in Asrei am Haus quasi daheim, das kein Unbekannten, der Fabio Martoni. Wir geben an den Akt Feedback an ja, hier und allem auch Kritik, die sind für uns nicht nur wichtig, sie sind ganz klar auch erwünscht. Nur so können wir das wichtige Preis auch zusammen an Zukunft weiterentwickeln. Das Keier gouf den Selektionsprozess mehr demokratisch und auch partizipativ umgestaltet, für den Preis mehr Bedeutung zu geben. Es fällt du aber kein Zack aus der Krone für Einzelpunkte nach einem Genot zu bessern. Wir machen das an einem offenen Échange, Austausch mit allen Beteiligten, mit ihr, für allem mit der Theaterföderation, dem Organisateur von heute Abend, den Membres vom Jury, wie auch mit all den anderen Föderationen. Ich freue mich aber nur darauf, dass wir die Scheinwerfer auf die richten, die jetzt heute Abend auch gehen sollen. An die und mehr verdient. Das sind nämlich dir als Künstlerinnen und Künstler. Die Lützburger Bühnenpreise drohen dazu bei, dass dadurch von ihr als Künstlerinnen und Künstler nicht nur mehr gesiegelt, sondern auch wertgeschätzt und belohnt wird. Sie machen die außergewöhnlichen Leistungen sichtbar, die im Heiansdo just ein paar Abende zu sehen sind, mehr aber lang am Gedächtnis bleiben.
Letzteer Kunst huet auch die Visibilität nicht nur bei uns hier im Land, mir auch ganz klar am Ausland. Das beeindruckend zu sehen, wie viele Produktionen aus unserer Theater- und auch Tanzszene auch auf großen internationalen Plattformen viel Success fanden, reüssieren, so wie das beispielsweise im Festival oft zu Avignon der Fall ist oder um Edinburgh Festival Fringe. Das Auftritt da, die weisen, dass wir, dass Lützeburg eine Stimme hat, die über als Grenzen heraus gehört wird. Sie unterstreichen die Rolle, die als Land am internationalen Kontext spielen kann. Mit unserer Mehrsprachigkeit, mit unserer Offenheit für verschiedene Kulturen und unserer Fähigkeit, Brücken zu bauen und auch zu vermitteln. Du wennst aus diesem Novenshaus auch ein Fest. Ein Fest für unsere Kultur, für die Kultur an die Kraft, für den Tanz an den Theater, für die Auseinandersetzung und auch für das Spiel. All da erlauben uns Bühnen, wie wir heute zu mir stehen, als Bühne als Welt neu zu entdecken. Mit Lieder, Musik, Bilder, und für alle Emotionen. All das weist uns immer rum, dass es eine andere Welt gibt, eine andere Perspektive gibt, die möglich ist, an alles das, das eben auch inspiriert. Und gerade ja, an dieser Zeit, an der die Welt immer mehr sehr und chaotisch wird, sind eben als Bühnen und als Kulturhäuser ein Platz für kritischem Denken und auch für Reflexion. Du willst als so eine Preisüberreichung auch immer einen Aufruf. Ein Aufruf an ihr, Künstler und Künstlerinnen, für weiter mit Frieden und auch mit Courage neu Wert zu gehen. Als Kulturminister ist es mir wichtig, dass man ihr dabei so gut wie möglich unterstützt. Kultur braucht Platz, sie braucht Sichtbarkeit und eine sichere Basis, für das sie sich auch weiterentwickeln kann. Die Bühnenpreise sind dafür heute Novent im Allgemeinen nicht nur eine Feier, wie auch ein Zeichen, ein wichtiges Zeichen, dass Kultur eine zentral, eine große, eine wichtige Rolle an unserer Gesellschaft spielt. Die Damen und Herren, liebe alle Guten, aufschließend will ich auf dieser Platz, wie sich das gehört, auf meiner Seite ein Merci lassen. Ein echter, ganz großes Merci geht an als Partner, und die wir heute Novent nicht teilgeben, beieinander sitzen und auch zusammen können feiern. Echte große Merci geht an mich, der Bürgermeister an der Beschaffner Gemeinde und mit der ganzen Equipe von der Gemeinde Mirsch. Große Merci geht auch an den Direktor mit der ganzen Equipe vom Mirscher Theater für Bereitstellen vom Saal. Und natürlich ein weiteres großes Merci geht an die Theaterföderation, mit denen wir zusammen diese flotten Abend, diese Edition von den Bühnenpreisen organisiert. Merci auch an Vertreter von der Presse. Arbeit gibt da kommt eine Stimme, eine Visibilität und manchmal auch ein Spiegel. Ein besonderes Merci geht an die Jury, die trotz ein bisschen Wellengang sich Bruder nicht aus der Handtrappe gelöst hat, am Schiff, ja, heute Novent an den sicheren Hafen, hier auf Mirsch, brüstet. Qualität, Diversität und Originalität von der Produktion und viel für die Jury zu einer wichtigen Herausforderung. Das ist ein flotter, wunderbarer Beweis für die Vitalität, aber auch Kraft von unserer Bühnenkultur. Dafür sind wir ganz froh, hier zusammen mit euch zu feiern. Ich freue mich darauf, zusammen Laureatinnen und Laureatinnen zu ehren, hier noch mit ihnen uns zu stoßen und dafür los an dem Sinn. Bühnenfrei für die Jury, für die Gewinnerinnen und Gewinner und natürlich auch, last but not least, im Amt Klein, weil das dann noch weiterhin wert durch den Abend. Das gesagt, ihr ein großes Merci, schönen Abend und an Stage ist los. Merci. Dear Minister of Culture, dear Mayor of Mersch, dear President of the Theatre Federation, dear Director of the Mirscher Theater, thank you. If we were at the Filmpreis, there would have been live translations of these speeches. But then again, if we were at the Filmpreis, you would be bombarded all night by some erratic AI theme, so swings and roundabouts.
For those of you that don't understand this Kavischelchen, Schippelchen, Kniddelen language, we have prepared a quick recap of what was said. Vierter, nice to get. Thank you. Für alle die, die beim Buzzword Bingo mitgemacht haben, dankt dran, Herr No, bricht an der Rezeption aufzugehen. Ich meine, die Chance steht nur, wenn nicht schlecht für zu gewinnen. Also zu gewinnen gilt übrigens, freut ihr euch wahrscheinlich, eine Partizipation im Workshop. 3 points that tell you why it is a stupid idea to give a convicted guy a platform in the name of fair journalism. Den Workshop wird gelegt von der Madame. Der Workshop wird gelegt von der Madame Lin, Editorial. Ich will just noch ein paar reiterieren, das hat nicht mein Text aus. Ehrlich, dann, als der Verband von den SchriftstellerInnen diese darüber beschweren, dass der Medium Text bei den Bühnepreisen nicht genug respektiert gehen. Und dass er gackli ist, dass er sich, ich meine, der Medium Text respektiert sich selber nicht genug. Bon, was meint ihr dazu, Madame Lin Editorial? Außerdem ist ziemlich sehr auch resümiert, was den Insight ist von dem Workshop für guten Journalismus. Denkt nur, sehr integer, am Marit nicht. Und aber, liebe Kulturpresse, wir begrüßen euch heute den Abend. Schön, dass ihr da kommen seid. Ihr seht hier wirklich wie ein Zombie aus dem Sommerloch gekrochen. Wir freuen uns, dass da seid. Hoffentlich bleibt er noch ein bisschen, noch danach, wenn den Drama rüber ist, und dann ist direkt bei mir Business as usual. Wir haben euch vermisst. Bon. Wir haben uns lange überlegt, wie hart wir euch umgehen sollen, liebe Künstler und Künstlerinnen. Am Ende haben wir uns gesagt, sie wollen ins Ausland, sie wollen die internationale Kompetition, total zu Recht übrigens. Es sind wirklich brillante Produktionen dabei, auf der Shortlist und darüber raus. Naja, du hast uns gesagt, da muss ihnen auch mal die kahle Wand von Kritik, Ironie und Polemik entgegenschlagen. An der Aufkürzung Kipp. Aber wenn der Cox an seinen Köpf überlebt wird, der wird auch den Kipp durchstehen. Das Ganze dauert auch kein 10 Jahre mehr, just gut 90 Minuten. Bon, das ist base gesagt, mir live gemeint. Und für nicht direkt mit den base wieder anzufangen, fangen wir mal mit einer base Pantomime an. Alle wie sie nicht. Das ist doch einfach. Ich bin der Pablo Chimienti von der Theaterföderation, wie in dem Überblick darüber verliert, was die letzten 2 Jahre auf der Bühne gelaufen ist. Oder, nee. Ich bin der Jacques Schilz, wie eine Kontrolle über die Mise en Scène von der Mumseis verliert. Nee. Ich sehe Richtung 22, wie sie die letzte Sympathie von den Leuten verlieren, die sie sich ganz gut vertun. Na doch, anscheinend geht der noch schön. Ich verneige mich auch während den Leuten am Publikum, die sich nur denken, what the hell habe ich heute verloren? Ich kann durch schön gemütlich daheim an meinem Maison du Monde Living sitzen, auf meiner Couche, die mir die Welt bedeutet. Und am Platz muss ich heute im Angucken mit schlechten Pantomimen. Nee, wir haben etwas für euch vorbereitet, für euch den Abend zu verschönern. Herr No, wenn da rausgeht, kriegt einen kleinen Giftbag mit auf den Weg und daran befindet sich ein Formular. Für Lützeburger Wort entweder zu abonnieren oder zu desabonnieren, je nachdem, wie es steht.
einem Kondolenzbrief, den könnt ihr dann einem Künstler oder einer Künstlerin von ihrem Schwab schicken, weil die ganzen Kuddelmuddel, den aus für allem auf hier Kaste gegangen. Halleluja! Die ganze Negativität, ehrlich, die ist am Gangen, als abzufressen. Und noch da ging da, will ich mir heute Abend ein Zeichen setzen. Und dafür haben wir ihr schon Good News verbreitet. Nachrichten, die weisen, dass bald aber auch noch an die richtige Richtung dreht. Echt Good News. So if you don't understand anything else, at least you know there's a first of something. Dem Herr Minister Erik Thiel, sein Insta-Account, wird seit dem 1. September 124 neue Followers beikriegen. Ich habe tatsächlich gecheckt, das ist richtig. Sweet Good News. Beim Bühnenpreis geht es nach Free Speech. Wir sind nicht beim Filmpreis. Heute dürfen wir sagen, was wir wollen, ohne dafür Opfer geklappt zu kriegen. Zum Beispiel das heute. Liebe Claude Mangen, was ist dann den einzigen pertinenten Unterschied zwischen dem Mirscher Kulturhaus und dem Mirscher Theater? 3 Buchstaben und ich gebe mir schätzen minus 100.000 € für eine neue Identität visuell. Hashtag fair bezahlen, Hashtag goldene Budget, Hashtag not my text. Dritte News an die Leute mir persönlich für allem im Herzen. Das Jahr gibt es keine Reprise für Café Terminus. Nee, nur mal eine ehrlich Good News. Das ist wirklich schön zu sehen, wie voll das Haus zu machen ist. Das ist ganz ehrlich gemeint. Und wir sollten das ja, so ehrlich, dass wir Party machen. Und wir sollten das nutzen, für die Leute mehr zusammenzubringen. Weil es schwätzen zwar die ganze Zeit von der Bühne, aber die einen Leute denken dabei an den Theater, an die anderen und den Tanz. Die Manns denken dabei über das Zusammen und Bühne als eine Kunst von der Präsenz, zu der Sprachen, Körperen, Körpersprachen, Spruchkörper gehören. Vielleicht ist das ein Abend eine gute Gelegenheit, das Gemeinsamkeit zu feiern. Also, live Theaterleute, ein erster Schritt zu dieser Völkerverständigung wird schon mal gemacht, wenn der euch endlich gibt verhalten, wofür dann der Nummer 3CL steht. Kleiner Tipp, steht nicht für Centre de Chercheurs Luxembourgeois. Das Ganze funktioniert so sich nur der Dreifachregel bei den Buchstaben. Ja? Und nach demselben Prinzip kennt dann auch den TNL, den 3FL, die Fabrik 5 Frank, 4 Frank. 3FL und der Lombischer Straße. Schluss nicht, noch ein bisschen Zeit mit dem Rätsel mit 3CL. Weil wir wollen dann noch loslegen, da mit dem alles angefangen wird oder anfängt, mit dem Novus. Ah ja, apropos Novus, ich noch ganz kurz. Es soll ja anscheinend Leute gehen, ne? Nicht ich. Aber Leute, die anstatt von dem richtigen Darmriss sollen, was sie vom Eugenie Ancelin im Stück am Kasemattentheater schwätzen. Leute, Männer, für allem wahrscheinlich, ein Darmriss kann er kriegen, wenn er nur 9 Monate Kant auf die Welt bringt. Ein Darmriss, per Konter, kann er kriegen, wenn er 9 Monate darauf wartet, dass die großen Häuser auf einen Projektpropos reagieren. Beides steht weh, und just bei einem davon wissen, dass Ende auch etwas Gutes dabei ist. So, hallo aber. Hoffnung, Zukunft an eine frische Wand. Kommen wir mal zur Remise von den 2 ersten Preisen.
Spielen dafür für die Remise vom Preis für die beste Kanner- und Jugendtheaterproduktion auf Bühne die Editrice und Schriftstellerin Christian Krämer und für die Jury Mirka Costanzi. Und dann werden dafür die Verreichung vom Preis für Novus Talent für die Jury dann Marie Reuter und der Regisseur und Direktor von Ternal, der Frank Hoffmann, auf Bühne kommen. Ja, das ist mein Fred, der von diesem Preis zu überreichen. Mir für dich mal, heute sind Nominationen. Großspannung, den Kanner Jugendproduktionspreis geht um Julie an den Aprikosenjong. Julie Hellefeld dabei. Ja, ich will dich aber auch nicht verlosen. Mam Julie an den Aprikosenjong wurde Sonntag nur langer Zeit ein Theaterstück für die Jungen auf Bühne gebracht. Das Werk weist zwei fantasiereich, aber glaubwürdig eine kleine Geschichte geben, von einer ganzen Equipe mit Leid und Aufmerksamkeit zusammenschafft. Daher kennt es an der Regie, wie hat sein echt Kammerstück, mit meinem Text von Cosimo Suglia, inspiriert vom Original The Little Girl That Knew Better, eine poetische Welt am kleinsten Theater von Lützeburg entworfen. Auf der Bühne haben Matti Dürer, de Luc Lamisch und Magali Texal hat Geschichte mit Liebe gefüllt. Matti, du hast es selber gesagt, selber genannt Fossil an der Theaterwelt, wurde darin bewiesen, wie frisch und charismatisch das Spielen ist. De Luc und Magali haben durch ihre starke Präsenz und spritziger Spielfried auch eine emotionale Verankerung gesagt, die der Geschichte eine wunderschöne Leichtigkeit und Tiefe beigetragen hat.
Bühne an Kostümer von Anno Schilz haben sich an einer Symbiose mit den Luten von Antoine Koller verbunden. Ein Kulisse, der nicht immer Lust auf Aprikose gemacht wird, aber auch einen richtigen Zauberraum an Stur gelassen wird. Musik vom Arthur Possing wird das magische Welt mit einem delikaten Atem zwischen Zärtlichkeit und Spannung durchzogen. Und Letizia Lang wird neben der Regieassistenz an einem didaktischen Materialdossier die theaterpädagogische Dimension vertieft. Besonders ist auch der sprachliche Schwung. Stück kann den an 2 verschiedene Sprachen entdecken. Mole Blitzebusch und passend für Santor natürlich auch Französisch. Julian Aprikosion, also ein Kammerstück, das die Kraft von der Fantasie, Kuriosität, Freundschaft und Hoffnung feiert. Eine Poesie, die am kleinen Saal vom Santor groß geworden ist. Noch langem Hin und Her werden dann erinnerte viele fantastische Nominierten diesen Preis sollen mal holen und es war wirklich nicht einfach. Keine einfache Entscheidung. Wurde die Jury sich schließlich gewissenhaft festgelöscht an den Preis für die beste Kanner-Jugendproduktion und Julie an der Aprikosion Jung vergeben. Ja, dann bedanke ich mich am Namen von der ganzen Equipe, die heute hier sind, Magali, den Arthur, den Antoine, die nicht kennen sind. Vielleicht ja, bei denen, die für alles gewotet haben, beim Jury, auch beim Miriam vom Santor, weil wie du gerade so ist, eine Kammerproduktion am Santor, was echt ungewöhnlich an die Carte Blanche einfach zu kriegen und ein Vertrauen zu kriegen, das ganz schön gelöst für dieses Projekt. Und auch die solchen Häuser, die uns akquiriert haben, mit Möglichkeiten hatten, ein solches Skolaren zu spielen. Und ja, wo ich einfach gesehen habe, nur während dem Stück, wie kann er mitgegangen sind, wie sie sich an die Welt Mottolle gelöst haben, und die Reise, wie sie dann nochmal das geschwärzt haben mit den Schauspielerinnen. Wenn ich nur gefragt wird, dass das alles wirklich so geschieht, aber sie ganz viel vorstellen über Personagen und wie die Band dann zustande kommen. Und wenn ich noch klein billig oder nur gemalt kriege, dann wir sehen, dass die wahrscheinlich schon etwas nicht so falsch gemacht wird. Und ja, da würde ich vielleicht noch kurz eine Diskussion am Vierfeld zu diesem Preis da ausschließen und das Rolle vom Autor, die wirklich unterstreichen muss, wie wichtig dass er das für ohne Text gesteckt. Du so viele Qualitäten als Autor, du den Spruch, wie du mit der letzten Spruch umgehst, die Bilder, die du kreierst, die Universen, die Figuren sind so voll. Und das merken wir, wenn wir da umgehen, das merken wir, wenn wir so spielen, und das merken kann auch, dass es gucken kommen. Und das immer ohne irgendwie prätentiös zu sein, das ist wirklich große Merci an dich. Ich eine Erfahrung, wie wichtig das für junge Künstlerinnen, junge Künstler nominiert zu gehen, das etwas für den sein Leben lang mitdreht. Ich freue mich für alle Gute, die nominiert sind. Ich freue mich auch für all die jungen Künstlerinnen und Künstler, die nicht nominiert dürfen und die doch verdient hätten, mir die lobend genannt sind, das sind auf alle Fall
ein Teil von der Zukunft von unserer Lützeburger Theaterszene. Und ich bin ganz froh, heute den Preis zu verleihen, zusammen mit Anne-Marie. Nominiert sind ganz große Schrift, ich kann mich nicht irren. Gewählt das den Antoine Bohu. Ou est-ce que c'est juste pour le plaisir de pouvoir avoir tout à disposition, n'importe quand, n'importe où, peu importe le goût, les causes et les conséquences? J'ai beaucoup réfléchi et je n'ai pas envie de vous décevoir. Parce que la vie ici avec vous me semble parfois plus réelle que dans ma famille ou à l'école. J'ai souvent du mal. Je me sens incompris. I am on everybody's watch sometimes. I need to get away. I'm sleeping every day. Nothing's the same. I cannot handle too much rush, 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 too much rush, 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 too much rush, 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 rush. I cannot handle. Antoine Bohu est un écrivain qui, partant de l'intime, réussit à investir les champs du public et du politique. Il convainc dans cet exercice difficile par son approche subtile, sensible. Dans Pandora, le nom d'une friterie, comme tout le monde sait, il y parvient en mélangeant son texte débordant de créativité provocante à la musique d'Arthur Possing pour réinventer le genre du concert littéraire. Dans Spring Awakenings, l'ouverture du privé au public culmine dans une véritable explosion de vie sur scène. En transposant Frühlingserwachen de Wedekind dans un cadre contemporain, Antoine établit un parallèle émouvant entre l'expérience de la vie privée au XIXe siècle et celle de notre époque où textos et emojis sont le reflet et le carburant de l'angoisse existentielle des adolescents.
Tout en s'inspirant d'une œuvre classique, il conçoit un scénario multilingue qui célèbre l'intimité dans notre monde fou, numérisé et connecté. Il réussit à brosser un portrait fidèle de sentiments et de relations complexes. Consacrant du temps et une attention particulière aux jeunes comédiens, il écrit le scénario avec eux plutôt que pour eux, un procédé qui confère à son texte une densité et une complexité rares. Le jury a apprécié la manière dont Antoine n'a cessé de perfectionner son art, acquérant de l'expérience sans renoncer à l'inventivité qui lui est propre. Au nom du jury, je tiens à féliciter Antoine pour son prix dans la catégorie des jeunes talents. So, das lo, damit Schriftsteller in Römisch sind. Guckt, Leute von euch hab's gewonnen. Es stehen natürlich, so wie auch schon ein paar Mal noch Episode genas, Hannah dem Kommunike von der Island. Und dass Kategorien ziemlich überraschend abgewählt sind, auch von all die Stecker, die nominiert sind, durchaus verdient tun. Das ist dann aber schwer zu sehen, welche Stelle wird du schreiben kriegt. Meine Konzeption vom Theater ist aber auf dem Theater schreiben, möchte aber auch kompliziert, sich so eine Verschachtelung überhaupt vorzustellen. Ein Theatertag ist für mich etwas Lebendiges, wo ich als Schriftsteller zwar da stehen, wo aber den aber für ganz viele andere Leute mitgetragen ist. Und ich gebe dann heute gerne Merci so einem ganz Equipe von Spring Awakenings, die den Text mitgedurcht haben, an dem was mitgeschrieben haben, aber auch ganz viele heute noch Häusen. Auch Merci und den Arthur Possing, und in dem sein schön Lauschtern an sein Spielen im Piano, so wie sein Witzer über Fritte und auch noch Witzer, die mein Mitbewohner zu Brüssel über Fritte gemacht hat, den Text von Pandora mit derselben Stücke. Ein Theatertag ist aber auch ein Raum, ein Moment. Pandora spezifisch, und das ist gerade ganz schön, mit denen heute auf der heute Bühne zu stehen, Pandora spezifisch an diesem Saal. Bei Texter, also Pandora und Spring Awakenings sind Kommande gewirrscht oder Carte Blanche oder wie auch immer in der nennen will. Mit Texter, bei denen Raum, Zeit und Moyen beginnen sind für einen Text, den nicht geschrieben ist. Ein Text, durch den immens viel lehrt, weil ich bin frei für neue Sachen zu probieren. Ich gebe heute profitieren für uns erinnern, wie wichtig das für Schriftsteller und Schriftstellerinnen, dass Theaterin als genau den Raum ging, dass wir können als Zeit wollen, etwas zu schreiben, etwas zu probieren, das vielleicht gelingt, vielleicht nicht. Ich gesehen das also als eine Konsekration in den langen Jahren. Ich freue mich, dass deine Unterstützung als Theaterschreiben so weiter zu danken, wie ich bislang gesagt habe. Und dann kann ich natürlich noch ein bisschen mehr freuen. Und zwar hoffe ich, dass an 2 Jahren die Organisation vom Preis dann so verläuft, dass die Künstlerkollegen rundherum ihn nicht plus noch mal die Schule haben. Ich hoffe auch, dass ich in 2 Jahren nicht daran erinnern muss, dass wir am Gang sind, für einen anderen Genozid nur zu gucken. Und dass Europa am Ende
you to Jeremy Nye. So, for our English-speaking guests, I would like to do a quick recap of what has happened so far. Apart from all the prize winners, back to me. Basically, we made fun of people in power, but in such a gentle way that they won't beat us up later in the foyer and that they'll still give us funding for future projects. If you heard people chuckling, it's because it was very funny. If they didn't chuckle, it's because the jokes were bad, or the jokes were good, but not as gentle as we hoped and will still get beaten up in the foyer. If you do want to beat someone up, please remember I did not write this. I have to admit that this is not easy for me to do. I am naturally actually more of a people pleaser. I like to tell people what they want to hear, whether or not it is true or even remotely credible. For example, I would really like to tell Anne Simon and Simon Mousset how much I adore their work as a director and a choreographer. All their reference-driven post-pop, post-patriarchy, post-authority, post-nationality, post-identity, post-humanism, post-Anthropocene, post-capitalism, post-colonial discourse. It's so sober, so reduced to the essentials, and so stringent for everyone to understand. So, thank you. Nee, sérieux, Ange, Helen de Stahlen, wirklich, merci, merci. What a shame that your artistic attitude will soon no longer be in demand, when the vibe shift to the right hits us hard with a delay typical of Luxembourg. Too bad. Too bad also that there are people here tonight who will only too gladly go along with this vibe shift. Therefore, let us use this time until then to honor those who make a difference right now. Power to the stage and its people. That was too earnest, everyone thought it was a joke. For the presentation of the Op der Bühne Dance, Musik und Schauspiel Award, please welcome onto stage Aude Laurence Beaver, actress and president of Actors.lu, and for the jury, Isabelle Spigarelli. Followed shortly after, for the presentation of the award, Hannah Dabun, director and actress Maria-Lena Juncker, and for the jury, Joël Zeiler. Bonsoir. Bonsoir. Pour le prix Op der Bühne, les nominés sont
Le prix est attribué à Céline Camara. J'ai gagné. C'est pas moi qui prends la décision, pas moi. Ne jamais partir du principe qu'on se dit la vérité à soi-même. Ne jamais se fier à ce qu'on croit savoir. Ce n'est pas la vie, c'est le droit. Solide, complexe, émouvante, ce sont trois mots qui décrivent la performance remarquable de Céline Camara dans Prima Facie de Maria-Lena Juncker. Le jury des Lützeboer Bühnepreise est impressionné par la versatilité de Céline dans un espace si restreint, tant physiquement que figurativement. Elle porte le texte touchant de l'auteure australienne Susie Miller et en fait une expérience vraiment bouleversante. Elle livre un one-woman show surprenant dans lequel elle passe du rôle d'avocate acharnée à celui de survivante de violences sexuelles vulnérables, afin de se retrouver soudainement à la place de la plaignante devant un tribunal. Le jury félicite Céline pour le prix Optabühne Schauspiel et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière. Merci Céline. Je vais nicht Lützeboer, mais je vais essayer un petit peu. Ich bin immens glücklich. Ich so merci von ganzem Herz der Jury von der Bühnepreise an dem Theater du Centaure mit seiner artistischen Direktor Miriam Müller und seiner Equipe. Auf diesem Platz will ich auch der ganze Equipe von Prima Facie félicitieren. Dem Antoine Collat, qui a sa première aujourd'hui, Antoine de Saint-Phal, Christian Klein, qui est là, Laurent Peckels, à ganz besonders dem Maria-Lena Juncker. Ça a été un honneur et une réelle leçon d'avoir pu être dirigée par toi. Merci beaucoup. Grosse merci. Große merci Mengen zwei Schutzengelen, Fabrizio Leva et Valérie Baudson, ainsi qu'à ma famille, mes parents, ma sœur, mes neveux Isaac et Noah, et tous mes proches qui m'apportent un soutien indéfectible si précieux. J'ai une pensée toute particulière pour mes deux amies et mes deux sœurs de cœur, Estelle et Mathilde, qui m'ont accompagnée spécifiquement pendant la création de Prima Facie. Op der Bühne, interpréter Prima Facie dans cette salle si intimiste du Centaure est l'un des plus beaux cadeaux qu'une comédienne puisse avoir. Ce prix, je veux aussi le partager avec tous les spectateurs et spectatrices qui sont venus vivre ce monologue avec moi chaque soir. En communion, nous avons respiré le même air. J'ai senti, vu, palpé les émotions de ce public qui s'est livré en versant une larme, dans un éclat de rire, en baissant la tête, en attrapant la main de son voisin. Les discussions après les représentations, les câlins et témoignages d'inconnus, les merci soufflés avec intensité m'ont rappelé à chaque instant le sens de mon métier. Et j'espère que ce monologue aura encore une longue vie. Voici une bouteille à la manette. Si on ne lève pas ce soir, quand est-ce qu'on le fera? Op der Bühne,
C'est comme ça que sans formation professionnelle, j'ai appris mon métier sur le tas et sur le tard à 30 ans passés. Je suis extrêmement reconnaissante des institutions qui m'ont donné une chance, sans trop savoir d'où je sortais, et surtout 1000 fois reconnaissante des metteuses en scène qui m'ont fait confiance, particulièrement Aude-Laurence Beaver, Anne Simon et Myriam Müller. C'est une chance et un bonheur sans pareil d'être artiste, mais je dois aussi admettre en tant qu'artiste, femme, noire, que j'ai vécu ces dernières années 2 épreuves qui m'ont beaucoup affectée et qui ont affecté ma santé mentale, voire ont été traumatisantes. Je ne dis pas ça par sensationnalisme, simplement parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de cela et qu'il pourrait être intéressant de pouvoir en discuter afin de pouvoir anticiper les choses. Donc déjà une petite pensée aussi pour ma formidable thérapeute. Blague à part, j'en parle ce soir car il s'agit non pas simplement de mon expérience individuelle ou de ma sensibilité, mais aussi de questions qui sont systémiques et qui doivent nous concerner toutes et tous et qui doivent aussi nous obliger. Je parle notamment de racisme et de sexisme. J'ai donc envie de rappeler ce soir que les oppressions systémiques, les blind spots, les préjugés et les discriminations et injustices ne s'arrêtent pas à la porte de nos institutions théâtrales qui sont pour autant extrêmement précieuses et qu'il est donc crucial que les responsabilités soient prises afin qu'on puisse réussir à identifier ces questions, à les nommer, à les traiter pour offrir un cadre vertueux, inclusif et safe à nos équipes artistiques. Et à l'initiative End Power Abuse et continuer d'encourager en fait qu'on essaie de développer une culture du dialogue sur ces questions. Filmos, merci, vive le théâtre, vive les arts vivants. Okay, also für den halben Teil würde ich sagen, weil kein Text geschrieben. Steht mal was schwöll. Nee, an kurz Reaktion auf dein Idee, dass du auf der Platz ein Impro kannst machen. Also ja, a priori schon, schon was, keine Ahnung, was ich schreiben soll. Also ein Piss, die man hat, vielleicht kann sie rabbringen, als eben die froh, dass man eigentlich nicht genug Witze über Fragen und Oh, nee, Moment, nee. Wir meinen nur noch Witze über Fragen. Ich mache schon genug zu kacken mit mir selber. There can only be one woman on this stage. Wir haben ein kleines Problem. Dadurch, dass den Text nicht geschrieben gab für mich, ne, war schon zu früh. Aber das ist nicht meine Schuld, weil du hast keinen Text. Verhalte dich da, dann kommst du nicht ganz zurück, okay? Eh bien, les nominés pour le prix Hannah Bühne, voilà.
Eh bien, le gagnant, c'est Christian Klein. Dis-moi, pourquoi je devrais entretenir la famille de ton fils? C'est avec toi que je... Pas avec ta famille. De quel droit pensez-vous être si particulier? Pourquoi? Parce que vous avez plus d'argent, plus de choses. Mais tout peut changer. Ah oui? Qu'est-ce qui peut exactement changer, Eve? Tout. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks in my part of town. It's similar to Vietnam. Now we all grown up and old and beyond the cops' control. Lieber Christian, du kennst die Bühnen Luxemburg und ihre große Unterschiedlichkeit nicht erst seit gestern. Die große Kunst eines Bühnenbildners ist es, auf großen Bühnen manchmal kleine und intime Dinge groß erscheinen zu lassen oder auf kleinen Bühnen von nur wenigen Metern die unterschiedlichsten Szenen in nur einem einzigen Bild unterzubringen. Beides ist herausfordernd. Sei es die Härte und Kühle eines Gerichtssaals im kleinen, schnuckligen Théâtre du Centaure für Prima Facie oder die große, graue, anonyme Wand im Studio des Grand Théâtre für Elena, die erst nach und nach all ihre Geheimnisse im Inneren preisgibt. All das kann Christian Klein und genau das hat die Jury beeindruckt. Seine Gabe, seine Hingabe zum Theater und sein Ideenreichtum. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Beinahe hätte ich diesen wunderbaren Abend verpasst, weil ich gefühlt in einem Dauerstau von Stuttgart bis Luxemburg stand. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Jury, bei allen Stimmen, die meine Arbeiten für preiswürdig hielten, bei den DirektorInnen, die mir immer die Möglichkeit gaben, meine Ideen zu verwirklichen und die Mittel bereitstellten, was manchmal nicht unerheblich ist. Aber auch, da ich nicht alleine arbeite, all den Techniker, Technikerinnen, den Ateliers und der ganzen Mannschaft, die zu einer solchen Produktion gehört, aber auch den auf der Bühne Agierenden, die manchmal vor Herausforderungen stehen und diese Räume mit Leben füllen. Und nicht zuletzt möchte ich auch den RegisseurInnen danken, die mir vertrauen, mich machen lassen und da auch ganz besonders Maja-Lena und Miriam Müller. Danke.
das geschieht? Ich bin so in der Kategorie, das ist keine Wupperfall. Ja, für das okay mal mir kann der Tischschwatzen den stand aber ein Improman, okay? Merci. Okay. Ist da Platz? Okay. Muss ich noch mal 2 Minuten machen? 3 Minuten? Schon aber falsch gemacht. Das ist übrigens 20 Stunden. Okay, das heute war eine Verbindlichung davon, für was dass die nächste Kategorie so wichtig ist. Der Preis für auf der Bühne, Konzept, Text, Choreografie, auch Regie. Vielleicht hat das mir geholfen. Für diesen Preis zu überreichen, werden wir auf Bühne, Tänzerin und Präsidentin von Maskenada Pjera Jovic, und vom Jury den Andreas Wagner. Il est nominé pour la catégorie Octabune, texte, concept, chorégraphie en régie, son. And the winner is William Cardozo. Avec Baby puis Angriff, William Cardozo s'impose
comme l'une des voies chorégraphiques les plus singulières de la jeune création luxembourgeoise. Ces pièces frappent par une intensité physique et émotionnelle rare. Sur scène, les corps deviennent des terrains de lutte et de désir, des lieux où la vulnérabilité se mêle à la puissance, où l'intime rencontre l'universel. Sa danse est à la fois brute, sensuelle et profondément humaine. Le jury du Letzebuer Bühnenpreis a été touché par la puissance de sa gestuelle, par la sincérité qui traverse son travail et par sa manière de transformer les blessures en énergie créatrice. Par une écriture chorégraphique sensible et sans concession, William Cardozo fait émerger des espaces de liberté où la fragilité n'est plus une faiblesse, mais une force. Pour l'authenticité et l'originalité de sa démarche, le jury lui décerne le prix Op der Bühne, texte, concept, chorégraphie à régie. Je ne peux pas être là ce soir parce que je me retrouve au CND à Lyon avec mon tout nouveau projet qui s'appelle Deadline, et ce soir justement on a une sortie de résidence dans le cadre de la Biennale. Donc c'est une journée déjà assez chargée en émotions et en stress. De recevoir la nouvelle que j'ai reçu ce prix pour mes 2 pièces Baby et Anne Griff me va droit au cœur. Je pense que parfois on a tendance à oublier toute la beauté du métier parce qu'on se retrouve tellement à l'intérieur et on est inondé par tout ce qui se passe, par toutes les casquettes qu'on porte, de toutes les facettes de ce métier. Et j'aimerais juste remercier mon équipe de Baby, Alice, Cheyenne, Diogo, Marc, Léa dans la production. J'aimerais bien remercier aussi mon équipe d'Anne Griff, les garçons Kylian, Eduardo, Stéphanos, Twin pour la musique, Sam pour la lumière, Will pour les costumes, Paula qui a été une amie et une dramaturge exceptionnelle dans ce projet. J'aimerais remercier tous les partenaires, le ministère de la Culture, Culturalix, le 3CL, toujours croire en moi et de me soutenir. C'est une trop belle récompense et ça a clairement nourri ma faim de continuer ce métier qui est tellement instable et qui est tellement difficile parfois de se projeter dans un futur vu son instabilité, et ça donne du courage, ça donne de la force pour continuer ce métier. Donc merci beaucoup à vous de me nominer, merci à beaucoup de choisir mon travail et de le récompenser avec cette belle récompense. Merci beaucoup. Bonne soirée. Laut Presse profen wir übrigens schon seit Anfang August. Das ist eine absurde Info, die weder der Wohlrecht noch dem Honorär entspricht. Und obviously auch mit meiner Prestation noch. Nee, so aber nicht. An unserer Panik haben wir an der kurzen Probezeit auch so gut ChatGPT gefragt, für Witze für uns zu schreiben. Sind ziemlich null, was auch irgendwo aber ein Good News ist, ging so ein. Wir wollen ja trotzdem nicht viel enthalten, mit der 2 für ihr schon 4 berät. Für den Moment. Auf Französisch. Was kann halt nicht? Französisch. Tom Like Burns mentionne dans un entretien qu'il faut 18 mois pour réellement construire une saison. Peut-être devrait-il essayer de monter un meuble Ikea dans ce laps de temps. Ouch! In your face, Tom staat am Übelchef Like Burns. Le 3CL est notre projet pour sensibiliser le public.
C'est ce que dit son directeur Bernard Baumgarten. Sensibilisé, bien sûr, rien ne réveille les émotions comme 45 minutes de danse contemporaine sans intrigue évidente. Take that, Bernard, no plot Baumgarten. Nee, den Resentment, wie so schön seht, der Plötzebäuersch, vis-à-vis von der Bühne, den hast du nicht tot zu kriegen. Wir sind noch lange nicht an. Gerade weil die Bühne ein Platz zum liebischen Austausch ist. Etwas, das sich nicht ersetzen lässt. Das beweist ChatGPT und ganz besonders Shortlist für den Preis von der besten Produktion. Für die Überreichung von dem Preis bin ich auf Bühne. Schauspielerin und Regisseurin Larissa Faber und für die Jury de Joël Seiler. Für beste Produktion nominiert sind Production geht un Les Glaces, ce village. Imagines-tu raconter à des inconnus ce que ton fils t'a fait? Elle m'a mis à la porte ce matin de la manif, des affaires, pas de balle. Merde. Et vous pensez quoi? Que je logeais la tête en m'excusant d'avoir interrompu le cours tranquille de vos vies? Théo, arrête! Arrête! Poignet, genou, tapis, cuisse, plafond, tapis, hanche, poignet, genou, tapis, cuisse, plafond, tapis, Elle décide 25 ans plus tard que c'était un viol, Vincent. C'est un des écoles. Pourquoi mon fils n'a pas appris à pas violer les filles? Tu vois que fait? Mais mon nom c'est Jeanne! Et nous précisez pas que tu veux tes procédures! Je veux pas que mon fils se retrouve, dans 20 ans, debout devant la femme qu'il a violée, à lui proposer une classe! La pièce Les Glaces de Rebecca Deraspe, mise en scène par Sabine Langevin, met en lumière les blessures intimes, enjeux collectifs de notre société contemporaine. Par une écriture sobre et fragmentée, l'autrice s'interroge le viol, le consentement, le silence et la mémoire des traumatismes. La mise en scène révèle pleinement la richesse du texte et par sa direction précise, elle accorde une place primordiale au silence.
Les comédiens déploient un jeu d'une intensité maîtrisée. Chaque interprète, par son jeu minimaliste, fait ressentir le poids de l'agression sexuelle et du traumatisme qui s'ensuit. La scénographie épurée par Penny Wurth suggère un paysage intérieur laissant la place à la parole. Les lumières de Jeff Matten et les captations vidéo en direct de Jonathan Christophe traduisent et renforcent les états d'âme. Le son, créé par Rosen Lièvre, accompagne et amplifie les silences et l'intensité dramatique. Le jury des Letzte Bühnerpreis se réjouit de décerner le prix de la meilleure production à cet ouvrage engagé à la fois intime et universel. Félicitations. Je suis très très émue. Merci. Merci aux membres du jury d'avoir récompensé cette pièce qui est très politique. Et le théâtre est pour moi très politique. Et je suis très très touchée. C'est une pièce que j'ai découverte à l'occasion d'une résidence d'écriture à Montréal. Et merci à Culturelix, grâce à qui je suis partie. Et en partant au CEAD à Montréal, j'ai téléphoné à la dramaturge Sarah Fauteux en lui disant que j'avais envie de rencontrer l'écriture québécoise. Et elle m'a envoyé une série de pièces, et c'est la première pièce que j'ai lue, et ça a été un coup de poing. C'était à la fois au niveau de l'écriture, qui est une écriture extrêmement engagée, qui est à la fois... elle est brillante parce qu'à la fois elle donne toute une part d'humanité aux êtres qui la portent dans son histoire. C'est une fiction, donc il y a quelque chose de très très populaire, elle touche les gens, tout le monde en fait. Et puis elle a une écriture, c'est formellement hyper intéressante, dans sa musicalité, dans sa poésie et dans sa puissance d'évocation. Donc je partage, merci Rebecca, j'ai même pas appelé Rebecca Deraspe, elle va être trop contente. Je voudrais remercier Carole Laurent de nous avoir permis de monter cette pièce. Merci pour ta confiance, merci pour cette générosité. Et puis d'abord, j'aurais dû commencer par là. C'est un prix qui dessert une œuvre collective. Et donc, les personnes qui sont là, je sais qu'il y en a quelques-uns, il y a Amandine, est-ce que tu veux bien venir? Il y a Peggy, je crois, qui est là, des personnes qui sont là. Jonathan, tu es là? J'aimerais bien que vous soyez à côté de moi. Qui est là. Il y a Juliette qui est là. Je sais que tu es là. Merci d'être là. Carole, Juliette aussi. En fait, je suis très touchée d'avoir ce prix, parce que c'est collectif et en fait, c'est allez-y, je réfléchissais un petit peu à ce que j'allais dire. Et je me disais qu'en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je faisais du théâtre, c'était parce que c'est une œuvre qui met en lien des gens. Et toutes ces personnes, avec chacun son talent, ses compétences, ses visions, ses rêves, ensemble, on fabrique une œuvre, une pièce, ouais, allez. Donc, merci, parce que, en fait, sur ce spectacle, qui est il y a un texte qui est très choral, en fait, tout le monde s'est tellement engagé. Et au niveau des acteurs et des actrices, ça n'a pas été simple parce qu'on aborde un sujet extrêmement complexe, qui est la question du viol et du consentement. Et il y avait notamment... ça demandait vraiment un engagement très fort. Et je me souviens Julien Duval, qui joue un des gars, qui n'est pas très sympathique,
qui porte tout le patriarcat dans sa puissance néfaste. Il avait du mal à le porter et je disais mais il y a un endroit d'humanité, il faut aller le trouver parce qu'il y a un endroit qui va nous parler et voilà. Et donc merci Jonathan, merci Peggy, merci Amandine, merci Juliette et puis je veux dire merci. Puis je voudrais dire merci à toute l'équipe du Escher Théâtre qui a été formidable. Voilà, voilà. Il y a Patrick Moses, Dirk Fuchs à la construction des décors, au son Miguel Teixeira Souza, à la lumière les César Santos et Dominique Keller. Il y avait Karine Randou-De Felice aux accessoires et les habillages. Marianne Justin, je ne sais pas si tu es là, mais merci, qui a porté la production. Laurence Rollier, Léna Bata, Linda Bonvini à la médiation et puis à la pédagogie et puis voilà et voilà. Parce que c'était aussi une coproduction avec Joncio, qui est la compagnie que je porte, avec Rebia Jafar qui est ici et qui est chargée à l'administration. Merci pour tout. Et Renelle aussi, finalement. Enfin voilà, je suis très touchée. Merci, merci beaucoup. Oder nicht Streisel. Vision. Oder nicht Vision. Parteizahltot. Oder nicht Parteizahltot. Lebenswerk oder nicht Lebenswerk. Wieder, nicht wie wieder. Oh nee, komm, hallo mit dem Quatsch, lo. Oh, pardon, das ist nicht blinkt. Steht da mit dem Text. Nee, wir brauchen das alles nicht, weil bei der nächsten Auszeichnung brauchen wir kein Wieder zu verlieren. Den Lützeburger Tanzpreis, der geht ja um eine Person, die sich bekanntlicherweise ganz ohne Wieder auszudrücken weiß. Auf diesen Preis zu überreichen, werden ich dafür auf die Bühne Tänzerin Silvia Camarda, auf dem Jury Mirka Costanzi. Das war ein Eier den Tanzpreis zu gehen, an die nominiert sind. Das war ein großer Christian Eifers auf Bühne zu rufen. Felicitations.
von Menge Feder könnt. Wir können vom Jérôme Conan, den ich heute exposé habe. Alors, avec constance et passion, Christiane Eifers a consacré sa vie à la danse du Luxembourg. Professeure au Conservatoire de la ville de Luxembourg, elle a transmis son savoir et son enthousiasme à des générations d'élèves, tout en œuvrant pour que la danse contemporaine trouve enfin sa place dans le paysage culturel du pays. Cette volonté d'ancrer durablement la danse l'a notamment conduite à confonder l'association Théâtre Dansé et Muet, qui a donné naissance à ce fameux 3CL, aujourd'hui véritable maison de la danse. En tant que vice-présidente, elle a accompagné son essor avec conviction, veillant à ce qu'il devienne un point d'ancrage pour les chorégraphes et danseurs-danseuses d'ici, mais aussi d'ailleurs. Dans le même esprit d'ouverture, elle a initié dès 1985 le festival Cours des Capucins, offrant à de jeunes créateurs-créatrices une première scène et encourageant l'émergence de nouvelles formes d'expression. Son engagement discret mais décisif a ainsi contribué à faire de la danse une force vive de la culture luxembourgeoise. Cette trajectoire a trouvé un écho tout particulièrement en 2025, lorsque le 3CL a célébré ses 30 ans dans le solo que vous venez voir les morceaux, Dear Dance, a solo for Christiane Eifers, chorégraphié par Anne-Marie Hess. Un geste poétique qui a exprimé en mouvement ce que son œuvre a signifié pour toute une communauté. En décernant le Lützeburger Tanzpreis à Christiane Eifers, le jury célèbre une carrière remarquable, nourrie par la transmission, la curiosité et une fidélité inébranlable à la danse, qui continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui et de demain. Merci. Nicht so viel, dieses gute Wand. Die Überraschung war unheimlich groß. Und dafür sind ich ein bisschen fehlend montiert, ein bisschen. Aber wie das so üblich ist, haben so viele Leute an so vielen Merci zu sagen, die auf dem Weg mit einem Gang sind, dass es, ja, alle opzählen kann, sind dann gehen sowieso Leute vergessen. Aber ja, ganz wichtig ist eben, dass auch nach Hause, wo ich eigentlich nicht mehr auf der mehr aktiver Seite sind, mehr auf die l'autre côté de la barrière. Wir können aber trotzdem auch als Member vom Conseil, vom 3CL, also von der Maison pour la Danse 3CL, dass ich dann auf der anderen Seite von der Barriere aber noch so etwas nützlich bin. Aber weil du gesehen hast, an der Premiere vom Tanz, da muss ich ehrlich sagen, das war ein unheimlich schönes Erlebnis. Anne-Marie Hess, war eine kleine Schülerin an klassischen Tanz, wie ich noch im Konservatoire enseigniert habe. Und ja, gut, ist schon eigentlich den ganzen Weg von Anne-Marie auch nur verfolgt, damit von weitem bloß. Und das war für mich schon die Überraschung, wie Anne-Marie mich gefragt hat, ob ich gegen ein Projekt mal gekommen für den hat präsentiert für die 30-Jahr-Feier. Und eine Menge Idee war das, man macht zusammen, weil ja, Niveau Danse, also ich habe Stuhl und so Sachen. En plus hatte ich den Moment eine Sciatique, ich konnte mein Bein nicht gut bewegen. Also das kann nicht so schlimm sein, schlussendlich wird so getanzt sein, das möchte ich dann mal rein. Ich hatte darüber so
Martin geschafft und gesagt, nee, wieso? Das ist solo für dich. Am Nachhinein, merci vielmals für das schöne Erlebnis. Wir wollen mich so weit zurückgreifen. Der Berner Baumgarten, den Haut, was lädt. Ja, was soll ich sagen? Das auch schon ganz lang hier, dass wir von Anfang an, auch wie nach Lützeburg, die Schüler waren, und natürlich an seiner Ausbildung, an seinem professionellen Leben, ob unser Bühne, muss man wohl so, dieses Forum des Arts genannt oder Festival Cour des Capucins, da war er am Anfang auch immer präsent und auch immer viel mehr zu schaffen und immer viel bei. Und das ist ja auch Gott sei Dank so geblieben und das hat sich ja auch so schön alles developiert, weil das alles halt da ist. Ja, es macht da wirklich vom Anfang wirklich tun. Mir war aber alles nur geschieht, dass die ganze kubaner Leute die Schluch nicht kann erzählen. Und mir, wie gesagt, das, was da steht, dass das eigentlich gemeinsam wirkt. Dass das wirkt für viele Leute, die einfach da Macht geschafft haben. Und für das können erlebt zu haben, so ich eigentlich am Großen und Ganzen einfach merci.
Mit dem alles aufhängt, haben wir Lust gelöscht. Am Novus. Und mit dem feierlichen Gegenteil wollen wir auf dann durchgehen. Nämlich mit dem Höchstpunkt von einer Karriere. Mit dem Lützeburger Theaterpreis für das Lebenswerk. Auch noch bekannt als dann an vom Tunnel. Für die Remise wird nicht auf die Bühne den Herr Minister Erik Thiel, und für die Jury den Andreas Wagner. An den Gewinner ist den Frank Hoffmann. Le metteur en scène et directeur de théâtre Frank Hoffmann a joué un rôle déterminant dans le développement du théâtre luxembourgeois. Il a su inscrire le théâtre du Luxembourg sur la carte artistique internationale en introduisant les standards de la mise en scène contemporaine et en portant le jeu théâtral à un nouveau niveau grâce à des ensembles multilingues et pluriculturels. En contrepartie, il a accompli le tour de force de faire du Luxembourg un lieu de production créative du théâtre contemporain reconnu et rayonnant au niveau international. Ce succès est indissociable de la fondation du Théâtre national du Luxembourg qu'il a créé avec 4 autres passionnés de théâtre, Jean Flamand, Charles Hausburg, Camille Karja et Olivier Ortolani, et qu'il a su transformer d'une association privée en un établissement public. Ce théâtre fêtera bientôt son 30e anniversaire. Ce succès est étroitement lié à la carrière internationale de Frank Hoffmann comme metteur en scène et directeur
qu'il a mené des théâtres de Heidelberg, Bâle et Bonn, ainsi que des théâtres nationaux de la colline, jusqu'à la direction du Hofspiele de Recklinghausen pendant 10 ans. L'un des plus grands festivals de théâtre européens, il a su ce festival sortir de la crise pour en faire une période d'un succès exceptionnel. Par de nombreuses coproductions avec le Théâtre national de Luxembourg, mais aussi avec de nombreux autres théâtres et institutions culturelles luxembourgeois, ainsi qu'avec un grand nombre d'artistes de la scène luxembourgeoise, il a œuvré comme nul autre à l'internationalisation et à la modernisation de la création théâtrale au Luxembourg. Aujourd'hui, le Théâtre national de Luxembourg est membre de l'Union des théâtres de l'Europe et se produit en tournée de Taipei à Bogota. C'est l'œuvre de Frank Hoffmann et elle continue de s'épanouir. Mich krit. Dat mit Haut Besna Donald Janina gesagt, Frank, wir brauchen nicht viel auf Lobok zu machen. Du musst den Preis vom Novus verdelen. Du hast ja Film am Novus den Theater, du warst der Richtige für das Mensch kommen. Es sind auch andere, die das machen können. Und ich gedacht, okay, ich mache das. Aber stehe ich heim. Also soll ich über die Lebensweg schwätzen, keine Ahnung, das merke ich nicht. Ich habe ein Leben lang am Anfang nie oder gar nie zurückgeguckt. Ich habe immer mit viel geguckt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das Stück, das du willst machen, wirst du nicht gemerkt. Und die Mise en Scène, die richtig gut, die wirst du nicht gemerkt. Alles, wenn ich neu Projekt aufhänge, dann sind da 150 gemerkt. Und immer nach Gefühl während Minuten, zumindest während für Stunden am Anfang, ich weiß nicht, wie es geht. Ich bleibe vielleicht an dem Sinn, auch als erfahrenen Regisseur, immer noch ein bisschen jungen oder erkannt, der spielen wird. Und das ist etwas, was ich so lange wie möglich behalten will. Ich bin oft gefragt, nur einer Mise en Scène, was zufrieden? Ja, so ist nee, zufrieden sein heißt, ankommen zu sein an, ich bin nicht ankommen. Ich meine halt so, vielleicht das Haut, ich bin halt als eine Etappe, ob den Etappe, was das für den anderen entschieden. Nee, für mich geht es los, mehr los, nicht mehr spät wie mehr los mit meinem Tour, für den Luxembourg oder wie auch immer, Tour d'Europe, geht mehr weiter mit der Premiere für die Reprise von der Traumnovelle. In TNL gegründet, das wird eine Kritikerin von der Süddeutschen Zeitung über das Theater geschrieben, ein Theater, das auf den Grenzen tanzt. Ich weiß nicht, ob im Moment, ob alle Lützburger Grenzen tanzen, was immer über Barriere, durch Barriere musste gehen für eine Grenze. Nee, ich finde das Bild für die Grenzen auch immer für mich revendikiert. Ich schon viel am Meistern geschafft, so viel wie daheim, es sind fortgeführt, es sind hingekommen, es sind fortgeführt, es sind hingekommen. Und die Distanz, die wird, das war vom Lebenselixier oder künstlerisch Elixier, das ich gebraucht habe, Distanz zu kriegen, kreativ bleiben, nicht schwerfällig mehr Licht bleiben. Und das hoffentlich schon ich plus ou moins réussiert. Auf alle Fall, also das ist das, weil ich sowieso nicht kann allein machen. Das mich immer ganz viel Leid an andere Berufe, die heute gefeiert sind in den Ofen, das sind Berufe, die an der Equipe stehen. Es sind vielleicht ein so viele Leute, oder manche Leute, die mich nicht kennen, so eigentlich für einen Einzelkämpfer. Es sind am Anfang ein totaler Equipe-Mensch. Ich war immer gut begleitet. Ich habe immer Unterstützung. Daheim
das mit meinen Eltern, ich habe mit meiner Frau, und eine kritische Frau, kann ich so, die nach 4 Gästen zu mir gesagt hat, also willst du ja sagen, Haie, Mund oder Wert? Also, aber immer solidarisch, und das ist eine Evidenz an einem Staat, wo ein Theatermensch schafft. Ein Theater, der ist ein Moloch, und die frisst sich durch alles, wenn ihn nicht aufpasst. Ich so ein vielmals merci all den fantastischen Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen ich arbeiten konnte, auch sind da manche auch die nicht da sind, und sie wissen, wie froh ich mit ihnen bin, und wie nur ich mich ihnen spüre. Ich nenne noch keinen, weil ich gibt da zu viel vergessen, wie das wie eine Familie, das ist eine Theaterfamilie, die all die Schauspielerinnen und Schauspieler durchstellen. Und durch sie gibt ein Regisseur überhaupt, das irgendwie sie mir gut nicht. Und das, ich kann mich erinnern, die erste Mise-en-Scène, die ich am Kasematten-Theater gemacht habe, 2 Vorstellungen an die Erde Kasematten nach, ist in der Bühne gegangen. Da kann man nicht sehen. Die spielen nur mich. Die brauchen den Regisseur ja gut nicht. Und das ist wichtig, dass der Regisseur da doch versteht, dass er dich am Anfang irgendwann auch nicht mehr brauchen. Wie Schauspielerinnen und Schauspieler wissen, ich komme immer im Gerd gucken an, immer ein bisschen Kritik, Kritik machen. Der Fuchs im Fernsehen, die kann ich den hat ich eine lange Geschichte von langen Kritiken erzählt. Ich soll noch merci all den wunderbaren Künstlerinnen und Künstler, 100 der Bühnen, eine Kategorie, die halt genannt sind als Bühnenbildner, Kostümbildner, Maskenbildner, Musiker, speziell auch den jemand, dem so viel geschafft haben, auch Autoren. Ich, den TNL, als von Anfang an, auch durch die Präsidenz vom Autor, ein Theater finden Autoren gewesen. All die Leute, die 100 Bühnen, mit mir zusammen das Projekt machen, die sind unglaublich wichtig, und das sind Belichter, Techniker, all die Garderobieren, alles das, als irgendwie die erste Regisseur nicht. Ich will noch merci den Begründer, die ein Theater gegründet haben, und ich so noch für allem merci meiner Equipe am TNL. Denn TNL, das ein Theater wie Aldiane, und das ist aber kein Theater wie Aldiane. Das ist so eine Kreation, ein bisschen von innen, und wie meine Kollegin Antonia sieht, den TNL wird der Spirit. Und meine ganze Equipe liebt den Spirit. Ob das vom Jugendclub, den halt nominiert war, den ein fantastische Werbung möchte, wie Seiler als eine Equipe, bis zu den großen internationalen Kreationen, all die Leute, die das schaffen, die wissen für das zu schaffen für die Bühne, und die Bühne als ein Platz, zu denen halt für Konsekration, also die ich will so ein herrlich oder sacré ist. Ich so noch merci der Politikerinnen und Politiker, die mich an all den Jahren ausgehalten haben, die mich begleitet und die mich gefördert haben. Auch hier im Maderbischen Ministerium, speziell da Madame Anne-Hanniko Schöpf ist eine Idee, den TNL wahrscheinlich die gibt wir, auch bis zuletzt 20 ans und das Etablissement public festgemacht wird. Der Moment, wo man am Meritil, den Minister, den sich immer minor schafft an dem, wie soll ich sagen, an dem Haifischbecken von den Kulturschaffenden, und ich dachte, wir so finde ich schon ziemlich wohl eigentlich. Aber vielmals merci, Herr Minister Thiel, dass ihr auch da seht, an dass ihr auch so gut den Theater, auch Eisentheater wie der Haupttheater sind, unterstützt. Merci an alle Kolleginnen und Kollegen, noch die von den anderen Häusern, mit denen wir viel zusammen geschafft haben, auch noch die mit denen, die ich noch nicht kenne, ist so auf jeden Fall hinabgewürden. Die haben eine immense Chance, den Luxus am Theater können zu schaffen. Aber wenn wir oft traurig sind, wenn wir oft Rosen sind, aber wenn wir nicht können, wenn wir so, dass es aber nicht verklappt. Der Rideau geht auf, der Theater ist da. Merci.
So, wir sind angekommen vom An. Und als letzte Aktion von diesem Tag bin ich dann noch all die ausgezeichnet auf der Bühne, zusammen mit dem Jury, für nachher ein paar Fotos zu machen. Die Leute bei der Bandschrift nach sitzen, sich eher Bingo-Karten zu summen und mal durch den besten Smalltalk-Gesicht. Und wir geben dann nur ein Foto und danach nur für das letzte Bilder zu summen an der Foyer. Ja. Ich muss noch gesagt, da gehen wir trinken, okay? Also, merci für Ihre Geduld. Am Freie von der neuen aller Meerscher Kulturgut sind ihr noch auf ein Platz an den Snack invitiert. Hoffentlich ganz ohne Haberklapp. Der ganze ist aufgehört von der Gemeinde Miersch, der Theaterföderation, an dem Kulturministerium. Musik wird assuriert vom Saxophon-Ensemble von der Mierscher Musik. Wie später vom DJ-Duo Suske und Wieske. Und merci und ich, liebe Publikum, ein großes Merci und die Equipe vom Mierscher Theater, für den Accueil und Hilfe und Mierscher Gemeng und Techniker vom Haus und Beatrice Packe für die Assistenz und Jeremy Neu, den den Abend musikalisch enkadriert wird und den André Sevendig für Musikkompositionen und der Boromir Kostoritz für die Videoen und der Fischer und Christen für die Luchten und der Samuel Hamann für den Text. Samuel Hamann hat den Text geschrieben. Und Sarah Göres für die Mise en Scène. Und das wunderschön, immens charmant und klein für das